Hallo zusammen, du bist Crown Cletus oder der Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich möchte euch einfach schnell so ein bisschen erzählen, was abgeht. Das sind keine Crown News oder so, sondern einfach, ich bin immer noch rum. Es wird immer noch zwischendurch ein Video geben. Aber die Priorität in meinem Leben hat halt einfach schon. Ich denke, man sieht es. Ja, es ist schon noch ein bisschen aufwendig. Ja? So die ganzen Vorbereitungen, sei es das Informationen oder materielle Sachen. Ja, es gibt einiges zu tun, aber es ist eine gute Sache und wir freuen uns eigentlich total auf das Baby. Und nächstens werden 2 Konsolen hier bei mir im Büro stehen, wo ich sicher auch ein bisschen gespannt drauf bin, aber nicht so gespannt wie auf das Baby. Und das ist auch in Ordnung so, es wäre ja schade, wenn es nicht so wäre. Am Freitag kommt ja dann endlich PS4 in der Schweiz. Bei der Xbox dauert es noch ein paar Tage, bis ich den Mini bekomme. Momentan spiele ich Assassin's Creed 4 auf der PS3. Weil man es eben upgraden kann. Und dann hat es hier so einen Coupon, dass es so um die 10 Franken werden sein und dann kann man sich dann die Games holen. Ja, so sehr, dass mit Assassin's Creed 4 flasht. Ich muss wirklich sagen, es ist ein ausgezeichnetes Game. Das ganze karibische Flair, dann das Meer und die Schlachten. Es ist wirklich alles gut gemacht. Fast so ein bisschen wie ein Far Cry 3, halt, ja, in der Piratenzeit. Die es gespielt haben, verstehen glaube ich schon, wieso dass sie diese Verbindung ziehen. Weil es gibt ganz klar Sachen, wo man merkt, dass beide Games von Ubisoft sind. Aber ich wollte jetzt nicht ganz so fest spielen, weil sie ja auf der PS4 schon ein bisschen mehr zu bieten haben, was Grafik anbelangt. Man kann ja per Patch auf volles 1080p aufrüsten. Zum Beispiel das Rise auf der Xbox One oder auch das Killzone auf der PS4 sind grafisch ziemliche Bretter. Dort kann Assassin's Creed 4 gar nicht mithalten, aber es sieht auf jeden Fall besser aus als auf der jetzigen Konsole. Eben höhere Auflösung, was sicher zu einem sauberen und stabileren Bild führt. Es hat ein bisschen mehr Partikeleffekte, ein paar Texturen sind ein bisschen höher aufgelöst. Und ja, von dem her habe ich jetzt eigentlich lieber noch ein bisschen gewartet und noch nicht zu fest Gas gegeben. Lange Rede, kurzer Sinn. PS4 ist nächstens in der Haus. PS4 hat momentan noch so eine HDCP-Verschlüsselung am Laufen und das tut einfach das Signal, das per HDMI-Konsole verlässt, verschlüsseln und das Endgerät muss das entschlüsseln, um das dann auch zu verwenden. Und wenn man dort jetzt einfach einen Elgato reinhängt, dann hast du einfach mal kein Bild. Es gibt dort so Lösungen, so Splitter oder Converterboxen. Der Screech hat sich dort schon sehr gut informiert. Aber die sind zum Teil auch ein bisschen kostspielig und der Joker der ganzen Sache ist eben, dass eventuell Anfang nächstes Jahr Sony ein Patch rausbringt, wo das HDCP entfernt für Games und man so dann easy aufnehmen kann. Das mit dem Sharen so, die 4. Stunde aufnehmen, das kann man ja nur auf Twitch, Facebook und sonst noch irgendetwas aufladen, auf YouTube auch nicht, was nicht so glücklich ist. Ich habe in letzter Zeit viele Streams gesehen und scheint es wird vom Screech und vom Trooper sicher auch noch ein Stream kommen an diesem Weekend. Wird auch noch ein Video zu dem geben im Jahr. Einfach so ein bisschen zum lustig machen mal. Und ja, Streamen ist nicht jedem seine Sache, meine ist es eben eigentlich gar nicht. Es gibt wirklich Leute, die viel besser geeignet sind für das. Ich bin echt der Typ, der einfach, ja, wenn er während dem Zocken schnell Bock hat, einfach mal eine Pause einzulegen, dann wird das gemacht. Und mich selber so zu zwingen, nein. Da gibt es wirklich viele andere gute Beispiele. Ich werde sicher ein paar Kanäle noch in der Beschreibung nennen, weil gerade der Giant und auch der Wally von Only Swiss HD haben einige Videos rausgebracht in letzter Zeit. Alles sehr interessantes Zeug, absolut sehens- und hörenswert. Links habe ich in der Beschreibung. Der Robin, der Magister, ist auch wieder am Start mit ein paar guten Videos. Auch sein Kanal ist in der Beschreibung und ja, kommt vielleicht noch der eine oder andere dazu. Also es läuft sicher etwas in der Schweizer Community. Ja, es freut mich natürlich auch, dort zuzuschauen. Längere Zeit bin ich eher so ein bisschen auf der Produzierseite gewesen, obwohl dass ich sicher auch konsumiert habe. Und jetzt hat das ja, in den letzten paar Wochen schon ein bisschen gewechselt und das ist für mich persönlich schon noch angenehm. Was auch noch angenehm ist, und da machen wir jetzt noch den Hüpfer schnell zum nächsten Thema. PlayStation 4 kann ja im Gegensatz zur Xbox One relativ easy eine andere HD aufnehmen. Ihr tut, glaube ich, auf der linken Seite so das Verdeck weg, tut das Schräubchen weg, könnt das Case rausziehen, eine andere HD rein tun. Sie muss, glaube ich, flächer sein als 9 mm, das heisst, eine 2,5 Zoll Laptop-Festplatte ist in den meisten Fällen sicher reinpasst. Standardmäßig sind ja 500 GB drin, und zwar eine HDD, das ist eben eine Festplatte, die effektiv nur mit Platten funktioniert, mit dem physikalischen Lesekopf ist nicht so schnell. Ich denke, das ist der grösste Nachteil, der für uns jetzt relevant ist. Dann gibt es ja eben die SSD-Dinger, die sind massiv teurer.
wirklich massiv teurer als die HDDs. Das ist sicher der grösste Nachteil, aber auch massiv schneller. Jetzt massiv schneller sind sie aber nur in den PCs, wodurch kann man echt auch etwas rauskutzeln. PS4, das kommt auch noch. Die muss noch ein bisschen optimiert werden. Dann werden die auch ein bisschen mehr flutschen, weil bei gewissen Games ist der Unterschied gleich null. Aber zum Beispiel gerade beim Killzone, das muss scheint am Anfang eine Minute laden. So ein bisschen wie jetzt GTA 5, da verlässt es dann sonst nie mehr oder fast nie mehr. Die Minute braucht eine normale HDD, die installiert ist, und ein SSD braucht nur 39 Sekunden. Ja, also 21 Sekunden könnt ihr euch sparen beim Laden vom Game, und klar, man das jetzt nach nicht so viel tun. Es kommt ja immer auf die Relation drauf an, aber wenn man das ausmerzen kann, habe ich mir jetzt erlaubt, einiges Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Wäre vielleicht so ein bisschen ein Kompromiss, es gibt, glaube ich, von Seagate, das ist so ein bisschen eine Hybridlösung. Es hat auch Platten drin, die dann für viel Speicherplatz sorgen, aber es hat vorher auch einen relativ grossen Flash-Speicher. Dort hat man eigentlich so ein bisschen bessere Performance und gleichzeitig auch viel Platz für einen sehr günstigen Preis, weil ganz ehrlich, ein Terabyte, ein HDD kostet nicht einmal 100 Steine und eben 570 für das SSD ist schon ein bisschen dürnig. Hier in das Seine, ihr kennt es ja, das Ghosts, es ist schon ein okay Game, aber ja, mir macht es jetzt echt nicht so wirklich Spass, und wenn ich im Moment ein bisschen zocken will, tue ich lieber ein bisschen chillen, und dort ist eben das Assassin's Creed 4 massiv chilliger als Call of Duty Ghosts für mich. Und von dem her werden ihr auch keine Videos jetzt auf dem Kanal sehen, und ich weiss, einige sind jetzt wahnsinnig enttäuscht und werden sich vielleicht auch verziehen. Kann ich absolut nachvollziehen, weil ich meine, der Channel hat ja eigentlich gestartet als Call of Duty Gaming Kanal, und über die Zeit hat sich das jetzt ein bisschen gewandelt, weil ich mich auch ein bisschen gewandelt habe, weil sich meine Interessen auch ein bisschen gewandelt haben. Und von dem her wird es auch keine Campersau und Boostersau-Videos mehr geben. Wenn man es nicht mehr so viel spielt, stresst es einem auch nicht mehr so. Und rein auch vom Mensch und so ist es schon ein bisschen weitergegangen, auch in meinem Leben. Und rein von dem her schaue ich es immer noch gerne an. Das verreisst mich aber wieder ein bisschen, weil eben zu sehen, wie sehr dass ich dort wie drinnen war in diesem Teig, ist eh lustig. Ich kann es jedem nur empfehlen. Gleichzeitig ist das halt eine Ära, die jetzt irgendwie vorbei ist. Alles geht irgendwann zu Ende, aber das ist auch nicht schlecht, weil dann gibt es dann vielleicht wieder etwas Neues. Hier bei mir daheim wird sicher das Baby sein. Und auch ein bisschen die neuen Konsolen. Drum, zwischendurch ein Gameplay-Video wird es sicher geben. Wenn ihr spezielle Wünsche habt, könnt ihr das gerne äußern. Behaltet euch sonst einfach ein bisschen auf dem Laufenden. Das war es von meiner Seite. Grüße an alle Crown-Jungs und an die Abonnenten. Sicher auch an die Zuschauer. Habt's gut, schön zusammen.